Hubschrauber wird dann nochmal wegfliegen, der Patient wird in die Maschine verbracht mitsamt dem Notarzt und dann holt die Maschine den zweiten Retter an der Einsatzstelle wieder ab. Jetzt haben wir gesehen, dass der Notarzt das Klarzeichen gegeben hat. Das ist die Aufforderung für den Windenoperator, der kann jetzt mit dem Windenvorgang beginnen. Und schaut über Boden ungefähr 1-2 Meter, kommt das Zeichen nochmal, dass alles in Ordnung ist und die Windenarbeit fortgesetzt werden kann. Funktioniert es mit Drehmobil. Weil oft ist es auch so, jetzt unabhängig von Wind und von äußeren Witterungsverhältnissen, dass sich der Rettungssack, der Bergesack samt Helfer ohne Ende dreht. Also so schnell dreht, dass der richtig schwindlig wird. Das ist aber jetzt nicht passiert. Genau, also an dem Bergesack ist ein sogenanntes Windsegel dran, das der Retter bedienen kann und er kann praktisch dieser Rotationsbewegung, die ganz einfach das Aufziehen und den Abwind geschieht, entgegenwirken. Jetzt haben wir also perfekt gesehen, dass der Bergesack hat sich überhaupt nicht gedreht. Also perfekte Arbeit von dem Windenmann und dem Notarzt da oben. So, jetzt sieht man, wie der Patient in die Maschine eingeladen wird. Der Notarzt wird zusteigen und dann wird der Hubschrauber erneut anfliegen und seinen Rettungsassistenten abwünschen. Die